Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ja, da sind wir wieder. An die Leute, die mir die netten Kommentare da gelassen haben. Es tut mir fürchterlich leid, dass ich euch von den Prüfungsvorbereitungen abhalte. Ist nicht meine Absicht. Aber ich kann auch nichts machen, ne? Wenn Rainer Bullshit ins Internet knödelt, dann bin ich da. Meistens zumindest. Ein Wunder ist geschehen. Eine zweite Folge seines großartigen Podcasts ist erschienen. Da die so zeitnah an der vorherigen rauskommt, nehme ich stark an, dass er die einfach im Anschluss an die erste Folge gemacht hat und sich dann gedacht hat, wunderbar, jetzt habe ich eine ganze Stunde gearbeitet. Nö. Das ist hochgeladen und dann wird ein Veröffentlichungstermin festgelegt und dann noch genug gearbeitet für die Woche. Ja, ich möchte jetzt auch kein Spekulatius abgeben, wo er sich befindet. Ich glaube, wir haben alle eine ziemlich gute Vorstellung, wo er sich wahrscheinlich befindet. Also Rainer versucht hier entweder, also zum Podcast eine von zwei Dingen versucht er. Also entweder hat er festgestellt, dass der Einzige tatsächlich mit diesem Drachenlord History Format richtig, richtig gut fährt. Ehre und Anerkennung an den Einzigen. Und möchte das jetzt auch machen. Oder er macht einen auf die Tagebücher der Anne Frank. Ich weiß es nicht, eins von beiden. Aber ich glaube tatsächlich hier, er hat ja, der Einzige hat das, bei dem war das vorletzte Video, glaube ich, ist mal zwischendurch weggemeddelt worden wegen Cybermobbing. Das war 100%ig Rainer. Und dann habe ich gedacht, hier, wenn ich das schon nicht wegmeddeln kann, weil es ja offensichtlich war, dass das wiederkommt, weil da war ja nichts drin, was irgendwie offensive ist. Er beschreibt halt einfach nur, was passiert ist über die Jahre. Und das deutlich akkurater als Rainer selbst. Und er hat versucht, das wegzumeddeln, das kam halt wieder, hat er festgestellt, oh scheiße, das haut nicht hin. Und dann hat er sich gedacht, dann mache ich halt selber. Ja? Kann er viel besser erzählen. Und habe ja die Wahrheit gepachtet. Und deswegen haben wir jetzt das. Ja? Wie gesagt, hier der Döner-Dulli-Kopf ist wieder über seinem Drachen-Dulli-Kopf drüber. Ich habe mir hier ein paar zuckerfreie Nussecken hingestellt. Ihr versteht, was ich meine. Und dann, da die sagen, der mal gar nicht lang umeinander. Und dann gehen wir einer in Rainer. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Metall. Du mich auch. Du hast, ich werde nicht müde es zu erwähnen, Metal-Verbot. Wenn du wissen willst, warum, frag die Bravo jetzt und die Matthias Reim-CD in deinem, ach so, ja stimmt, Auto wollte ich jetzt gerade sagen. Oh, schön, geht gut los, wir sind gut drauf. Also ich bin gut drauf, ich hoffe ihr seid auch gut drauf, ich hoffe ihr seid gesund und habt starke Nerven. Podcasts. Heute geht es um das Thema meine Zeit im Kindergarten. Bevor wir jetzt groß irgendwie rumlabern und so weiter, werde ich einen Schluck von meinem Energy machen. Ich nehme das jetzt gleich im Anschluss auf. Was? Nee, also ich muss jetzt hier erstmal Energy trinken, bevor ich loslege. Das hätte ich nicht tun können, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe. Nein. Und ich muss es auch extra noch erwähnen. Ich meine, lass ihn Energy saufen während. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich trinke hier auch meine Nussecken. Aber, dass es dann extra noch erwähnt, ist halt Panne. Ganz ehrlich. So. Prost, Anna. Und ich möchte dann jetzt direkt loslegen. Also, meine Zeit im Kindergarten. Was gibt es dazu zu sagen?
hoffentlich geht es dann wirklich um deine Zeit im Kindergarten, Rainer, und nicht wie das letzte Mal, wo es eigentlich um die Zeit vor dem Kindergarten gehen sollte, sondern die Zeit im Kindergarten, nach dem Kindergarten, in der Schule, alles durcheinander geschmissen. Was natürlich auch verständlich ist, weil über die Zeit vor dem Kindergarten gibt es nicht viel zum Sagen, weil man sich da, wie Rainer das ja sehr richtig erkannt hat, gar nicht so wirklich dran erinnern kann. Deswegen hätte ich halt ab dem Kindergarten angefangen. Zu sagen. Zuallererst einmal wäre interessant zu sagen, dass meine Mutter unglaublich Angst hatte, mich in den Kindergarten zu bringen. Ja, um die anderen Kinder. Jetzt hat sie gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich den da jetzt in den Kindergarten bringe, dann kriegen die Mütter der anderen Kinder mit, was ich für einen Sohn habe. Warum? Das habe ich dir gerade erklärt, Rainer. Nimm's an. Wird so gewesen sein. Im Prinzip ist es recht einfach. Ich bin ein sehr, sehr introvertiertes Kind und auch ein sehr introvertierter Mensch gewesen. Ey, das glaube ich denn, Rainer. Du warst wahrscheinlich früher schon ein kleiner Choleriker. Weil Leute, die so wie du im Alter sind, im Alter in Anführungsstrichen, die waren auch als Kind schon nicht anders. Teilweise bin ich das noch, teilweise war ich das speziell früher. Mittlerweile ist es oft so, dass man mich... Erst teilweise ist er immer noch sehr, sehr introvertiert. Also wenn er nicht gerade irgendwie die luftige Lucy auf Pornhub knödelt, dann, aber ansonsten vollkommen introvertiert. häufig als jemanden sieht, der ich eigentlich nicht bin. Viele denken, ich bin ein Mensch, der Denken nicht so viele, glaube ich, Rainer. Denken nicht so viele. sehr viel auf andere Menschen zugeht, sehr viel über Sachen lacht oder auch von sich aus eigentlich über alles Mögliche redet. Will Rainer jetzt sagen, er ist ein Mensch, der nicht von sich aus gerne über einiges redet, in einem biografischen Podcast über ihn selbst, von ihm selbst initiiert. Er widerspricht sich wieder schneller als sein Schatten, Freunde. Er widerspricht sich wieder schneller als sein Schatten. Es ist richtig, dass wenn ich anfange zu quatschen, selten zu einem Punkt und Komma komme. Das merkt Ja, aber du weißt ja gar nicht, wo man einen Punkt und Komma setzen würde. man auch, denke ich, in den Podcasts sehr gut. Fakt ist aber dennoch, Fakt ist, wissen, wenn Fakt ist, kommt es Fakt, dass eine Lüge folgt. dass ich eigentlich immer ein Mensch war, der sich für sehr zurückhaltend gehalten hat. Man achte auf die Formulierung, er hat sich für sehr zurückhaltend gehalten. Das ist sehr vage formuliert. So. Das ist nicht so, ich war sehr zurückhaltend, so, ich habe mich immer für sehr zurückhaltend gehalten. Rainer, ich traue mir wetten, der Rest der Welt nicht. Und auch sehr zurückhaltend war. Okay, ja, jetzt hat er es ein Goodie runtergespielt. Ich muss ihn erst mal ein bisschen ausreden lassen. Sorry, wenn ich zu oft unterbreche. Früher. Mein Onkel hat mal über mich etwas gesagt, was ich damals und auch eigentlich heute, wenn ich erst an damals zurückdenke, sehr passend finde. Oder ich hätte jetzt so einen derben Spruch, aber dann muss das Video echt irgendwie, dann kann ich das nicht hochladen. Nee. Er sagte zu mir damals oder über mich damals, während ich daneben saß, der Rainer sagt eigentlich nicht sonderlich viel. Wenn er aber was sagt, dann sitzt es. Genau das hat er gesagt, Rainer. Wortwörtlich. Das hat er gesagt. Dein Onkel. Also die Märchen, was die Leute mal über ihn verzapft haben. Ja, die Luftballon-Tussi im Supermarkt hat gesagt, dass er so ein bescheidenes Kind ist. Und dann sein Onkel hat gesagt, dass er so weise ist, schon in so jungen Jahren, dass er nur dann spricht, wenn er wirklich was Weltbewegendes zu verkünden hat. Rainer, hör auf, es glaubt dir doch kein Mensch. Es war eine Anspielung auf eine Aussage, die ich kurz zuvor getätigt hatte. Und in der Aussage war wahrscheinlich, keine Ahnung, Leberkassemmel schmeckt besser mit Sirsensenf mit Ketchup. Oh, gute Aussage. Boah, das ist ein schlauer Pur.
Der wird gewiss einmal Bundeskanzler. Aber dazu komme ich ja anders mal. Das ist nämlich in der Schulzeit. Ich glaube, zwischen der 5. und 6. Klasse war das ungefähr. So, kommen wir zum Hauptpunkt und zum Hauptthema des Ganzen. Ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie man, wie soll ich das erklären? Ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie ich mich in meiner Schulzeit gefühlt habe in meinem Kindergarten. Rainer, es geht doch nur um den Kindergarten, oder? Es heißt doch Folge 2, meine Zeit im Kindergarten. Und du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass es nicht um die Schulzeit geht, sondern um den Kindergarten. Dann bist du schon mal auf die Schulzeit abgeschwiffen, bevor du überhaupt auf den Kindergarten zu sprechen gekommen bist. Und jetzt sagst du wieder Schulzeit, beziehungsweise halt auch im Kindergarten. Rainer, schreib dir ein Skript, und wenn es bloß Stichpunkte sind. Du kannst nicht frei reden, du kommst vom Hundertsten ins Tausendste. Meine Mutter hatte damals Angst, mich in den Kindergarten zu bringen. Das hast du bereits erwähnt. Das erste Mal, dass ich in den Kindergarten sollte, weil, und ich zitiere sie Angst hatte, dass ich eine Szene machen würde, dass ich heulen würde, dass ich Angst haben würde, dass ich mich nicht von ihr trennen wollen würde. Ja, du warst halt ein Muttersöhnchen, aber Die Realität sah dann irgendwie ernüchternderweise anders aus. da bist du rein und hast die anderen Kinder gleich mal die Prügeln ausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob sie es damals hart getroffen hatte oder nicht, aber es war damals so. Sie hat mich in den Kindergarten gebracht und hatte damals dann, so, ich bitte um Entschuldigung, eine kurze Unterbrechung. Also, meine Mutter hat mich damals in den Kindergarten gebracht und meinte so über mich, ja, sie hatte Angst, dass ich halt anfangen würde rumzuheulen. Oder er wiederholt sich und stammelt da was dahin, dann macht er irgendwelche Pausen und kommt der ganze Scheißdreck nochmal von vorne. Rainer, mach dir ein Skript, wenn du vorhast, irgendwas Spezielles zu erzählen. Und halt dich dran. Wir sind jetzt 3,5 Minuten in diesem Güllehaufen, den du Podcast nennst, und es ist noch keine Information rauskommen. Dass ich sie nicht gehen lassen wollen würde und so weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihre Realität damals so ausgesehen hat, ob sie es damals hart getroffen hat oder nicht. Fakt war auf jeden Fall, wie sie erzählte immer, oder erzählt hat damals immer, weil mittlerweile habe ich ja keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie hat mich dahin gebracht und ich bin, nachdem ich anscheinend 2 Nachbarjungs, die ich aus der Nachbarschaft kannte, getroffen habe, bin ich sofort zu denen hingerannt und habe mit denen gespielt. Und ohne irgendwie noch ein Wort, ohne Tschüss, ohne alles, einfach dahin gerannt und Ja, Rainer, das passiert oft. Kinder in dem Alter checken noch gar nicht, was das ist. Mit dem Kindergarten und so. Und die sehen dann halt ihre Freund von daheim und dann so, oh cool, der Hirs ist da, und dann so Radigams. einfach mit denen gespielt. So. Und das hat meine Mutter, glaube ich, damals ein bisschen hart getroffen. Ich weiß aber nicht, ob das der Fall war oder nicht. Ich weiß nur, dass sie das immer so erzählt hat halt, und es kam immer mir ein bisschen vor, als würde sie sich darüber ein bisschen ärgern. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ich erinnere mich an den Tag ganz verschwommen. Und ja, es ist richtig, dass ich da erst einmal dahin gerannt bin. Aber um ehrlich zu sein, ich erinnere mich nur noch, dass ich mich dann da hingesetzt habe zu denen, die waren da, wenn man reingeht, um die Ecke, also man geht da rein, da hat man einen großen Raum, da hat man links ein Regal, also man hat links und rechts ein Regal, und da dazwischen kann man durchlaufen, und da war ein kleiner Tisch, wo man sich hinknien konnte mit lauter Kissen und so. Als Kinder sitzt man sich ja gerne mehr auf dem Boden. Und da waren wir dann da gesessen und haben da, ich weiß gar nicht mehr, gepuzzelt oder irgendwas oder mit Bausteinen gespielt, irgendwie sowas. Und da waren eben meine 2 Nachbarskinder, die ich kannte. Und mit denen habe ich damals dann gespielt. Und ich erinnere mich daran, dass meine Mutter irgendwann weg war. Und plötzlich, als ich das dann realisiert habe, habe ich angefangen zu weinen. Alter, heute ist herb. Heute ist es wirklich herb. Ist zach. Wer glaubt ihm denn diese Räuberpistole, bitte? Im Kindergarten kommst du mit 3 Jahren, dann ist der mit 3 Jahren in den Kindergarten einer gewongelt. Und da erinnert er sich
er sagt ganz verschwommen, aber dafür dann doch sehr, sehr detailliert. Das kannst du dir nicht ausdenken. Rainer, wenn du nichts Interessantes zu sagen hast, dann heut halt einfach die Waffel und zieh dir nicht irgendeinen Dreck aus deinem überdimensionierten Hinterteil raus. Das erinnere ich mich noch, weil ich mich irgendwie plötzlich habe ich mich alleine gelassen gefühlt und total im Stich gelassen und ich weiß nicht mehr, wie ich mich damals wirklich gefühlt habe, weil das ist einfach zu lange her. Ich war damals ja erst Ich habe mich alleine gelassen gefühlt und total im Stich gelassen. Aber ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt habe. Merkt das selber, oder? 2, 3 Jahre alt. Aber ich erinnere mich, dass ich damals halt wirklich Panik hatte. Plötzlich bin ich alleine. Wo ist die Mama? Was ist los? Also er hat sich gefühlt, aber er weiß nicht, wie er sich gefühlt hat und dann hat er sich wieder gefühlt. Und später in der Zeit bin ich dann zurückgekommen. Hä? Später in der Zeit bin ich dann zurückgekommen. Nee, Rainer, du bist hängen geblieben. Und das schon ganz früh im Leben. Kindergarten immer wieder und da hat es dann irgendwann, ich habe das dann irgendwann Erst später zum Kindergarten zurückgekommen. So freiwillig. Er hat sich wehmütig an seinen Tag im Kindergarten und hat sich dann selbstständig dafür entschlossen, da zurückzukommen. Hey, Rainer, du bist halt in den Kindergarten gebracht worden. Wie jedes andere Scheißkind auch. realisiert. Was ich noch weiß, ist, dass das damals in der katholischen Kirche war. In der Kirche mit Ü schreibt man die. Warum erwähne ich speziell die katholische Kirche? Nun, ich bin eigentlich evangelisch. Ich habe keine Ahnung, weswegen, aber ich bin Die haben sie ja gedacht, den bringen wir da hin, dann, damit der mal katholisch wird. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hat es halt auch einfach gerade keinen evangelischen Kindergarten gegeben, der einen Platz frei gehabt hätte. Oder die Leute, die in dem evangelischen Kindergarten im Kirchen gearbeitet haben, haben ihn und seine Sippe gekannt und gesagt, der kommt uns da nicht rein. Möglichkeiten gibt es viele. ich bin in einem katholischen Kindergarten gewesen, obwohl ich eigentlich evangelisch bin. Das verstehe ich bis heute nicht, aber vielleicht war damals der evangelische Kindergarten einfach voll. Das Interessante ist, dass wir in Emskirchen, und ja, ich war in Emskirchen im Kindergarten, wir hatten in Emskirchen 3 Kindergärten. Und zu der damaligen Zeit, Und 2 von denen haben dich abgelehnt und der dritte hat dann zähneknirschend, weiß nicht, was Rita dafür hat machen müssen, dass der, ja. wurde der Kindergarten gerade erst gebaut, in dem ich war. Beziehungsweise wir waren damals im Keller der Kirche, der evangelischen Kirche. Und danach kamen wir in Emskirchen oben in die alte Steige, da war dann der Kindergarten. Warum erwähne ich das jetzt? Weil ich weiß ja ganz genau, dass die Hater da wieder Rabatz machen werden. Ich erwähne das deswegen, weil das Ganze, dass ich im Kindergarten war, gut 20, 30 Jahre her ist. Schätzungsweise. Rainer, grob geschätzt. Rainer, man kommt mit 3 Jahren in den Kindergarten. Das heißt, das ist jetzt nicht grob 20, 30 Jahre her, sondern es ist jetzt 29 Jahre her, beziehungsweise, ja, doch. 29 oder 30 Jahre. Eins von beiden, je nachdem, wie entwickelt du warst. Aber 20 Jahre ist es gewiss nicht her, weil es 20 Jahre her wäre, dann wärst du mit 13 in den Kindergarten gekommen. Obwohl, wundern tat mir das überhaupt nicht. 20 Jahre weniger, 30 Jahre mehr. Also es ist gut 30, vielleicht 20, Quatsch. Es ist zwischen 30 und 28 Jahre her, so, dass ich im Kindergarten war. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, erstens mal arbeiten die Kindergärtner, die ich damals da hatte, eh nicht mehr. Das weiß ich deswegen, weil irgendwann vor 10, 15 Jahren war da mal das 20-jährige, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber vor etwa 15 Jahren war da etwa das 20-jährige. Boah, Rainer, wenn.
Rainer, wenn du 3 Jahre alt warst, als sie diesen Kindergarten aufgemacht hat und du damit unter die ersten Kinder dabei warst, die da drinnen waren, vor 30 Jahren, dann war das 20-Jährige vor 10 Jahren. Weil nämlich 30 minus 10 gleich 20 ist. Ui, der macht mich irre mit seiner Zahlenfickerei. Oder vor 10 Jahren war das 20-jährige Jubiläum vom Applaus, Rainer. Ladies and Gentlemen, der Schimpanse hat die Banane gefunden. Kindergarten. Und wir als ehemalige Mitschüler oder halt als ehemalige Kindergartenkinder, die da damals das allererste Mal waren, wurden eingeladen, dass wir das halt nochmal besuchen. Ja, und wir sind dann damals halt alle da hingegangen. So. Es gibt noch Videoaufnahmen von mir und meiner Schwester sowie anderen Kindern, mit denen ich im Kindergarten war. Da gibt es verschiedene Videoaufzeichnungen, das weiß ich, wo wir als Kinder Aufführungen gemacht haben. Vielleicht wird irgendwann in 10 Jahren oder in 5 Jahren, wenn das mit dem Hate endlich mal aufhört, vielleicht kann ich die dann mal in Ruhe zeigen, ohne dass es gleich wieder eine Katastrophe gibt. Ich glaube, dass ich in der Ferne den Lily-Train schon pfeifen höre. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es diese Aufzeichnungen noch gibt. Ich muss dazu auch sagen, dass ich diese Aufzeichnungen nicht besitze. Ja, hä? Warum? Er sagt, ja, wenn der Hate weniger wird, dann zeige ich euch die. Aber ich hab die gar nicht. Rainer, merkst du selber, oder? Ich weiß, wo ich die Aufzeichnungen herbekomme, wenn es dann soweit sein sollte. Aber ich persönlich besitze sie nicht. Ja, die werden dir nicht die einzigen Kopien dieser Aufzeichnungen geben. Rainer, an die kommen andere Leute auch ran. Gut. Wir hatten damals nämlich als Kinder ein Sommerfest im Kindergarten. Und davon gibt es Videoaufzeichnungen. Ansonsten gibt es noch einige Bilder. Rainer, Spoiler-Alarm, jeder Kindergarten macht jedes Jahr ein Sommerfest. Aus dem Kindergarten. Auch einige, die ich habe. Ja, und das dürfte es eigentlich, denke ich, soweit sein. Spoiler-Alarm, das ist es halt noch nicht, weil das Video halt noch 17 Minuten lang geht. Meine Nerven. So, nochmal eine kurze Unterbrechung. Wenn der jetzt nochmal von vorne mit der Scheiße anfängt, dann habt ihr mich hier liegen. Ganz ehrlich, dann bin ich raus aus der Nummer. Ja, wie gesagt, wir wurden damals da eingeladen. Die Zeit im Kindergarten selber war merkwürdig. Also, ich erinnere mich an vieles, aber auch nicht an alles. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Erlebnis, wie gesagt, dass ich eben geweint habe, nachdem ich festgestellt habe, dass meine Mama nicht mehr da war. Und man muss jetzt auch dazu sagen, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Kindergarten. Ich bin ja 1,5 Jahre älter und dementsprechend bin ich auch 1,5 Jahre früher im Kindergarten gewesen. No shit, Wir waren Rainer. damals im Keller der katholischen Kirche und was ich mich noch erinnere ist, Rainer, erzähl doch nicht irgendwas mit kleinen Kindern im Keller der katholischen Kirche. Da kriege ich ganz fiese Gedanken. dass ich weiß nicht, ob wir das jeden Tag gemacht haben oder nur alle paar Tage oder nur einmal in der Woche. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass wir manchmal so ein bisschen Sportaktivität hatten als Kleinkinder. So. Und damals war es so, dass wir damals als Kinder die Treppe hoch und wieder runterlaufen sollten, so ein bisschen so im Jogging-Stil, so, ne? So ein bisschen im Laufstil. Ja, die haben Kindergartenkinder die Treppe rauf und runter joggen lassen, weil es ein Bootcamp für Dreijährige war. Rainer, laber nicht. Und danach haben sie unterm Stacheldraht durchkriechen müssen. Natürlich ist mir alles Rudi ist als Drill Sergeant daneben gestanden. Sorry für die vielen. keine Kinder gewesen. Ne? Ich erinnere mich nur noch, dass wir da hoch und runter gelaufen sind. Wir irgendwie auch irgendwie Sportklamotten anhatten oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so, kamen wir dann in die Kindergartengruppe
im, Immer. kamen wir dann eben in den Kindergarten selber, weil dann das Gebäude fertiggestellt war. Und dann gab es das sogenannte Rotland und Blauland. Ich war damals im Rotland. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich, als ich in den Kindergarten gekommen bin, hatten wir ja eine Garderobe vom Kindergarten selbst, also vom Spielraum, wo wir den ganzen Tag verbracht haben. Und damals war es so, dass wir, ähm, damals war es so, dass Alter, das Gestammel macht mich wahnsinnig. wir da Ja. wir durften uns ein Tierchen aussuchen. Und ich hatte einen Marienkäfer. Das war quasi so mein Nee, Rainer, du hattest Läuse. Das hattest du. Marienkäfer. Das war das Symbol, wo quasi, da stand mein Name und der Marienkäfer und da wurden meine Klamotten aufgehängt, also meine Jacke, meine Schuhe und so weiter. Im Kindergarten hatten wir ja Kindergartenschuhe. So, also, ne, Hausschuhe halt. Im Kindergarten hatten sie Kindergartenschuhe. Ja, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass du im Kindergarten irgendwie die Arbeitsstiefel von Rudi anhattest. So, ähm, daran erinnere ich mich noch. Das sind so kleine Details aus meinem Leben, an die ich mich noch erinnere. Später, als wir dann in den Kindergarten kamen, hatten wir Alter, du hast jetzt schon zum 5. Mal gesagt, später, wo wir in den Kindergarten kamen. Wie oft bist denn du in den Kindergarten, Kämmer? eine gigantische Turnhalle. Die Kindergärtner hatten einen eigenen Bereich. Wir hatten das Rotland und das Blauland, wobei wir irgendwie das Rotland mochte das Blauland nicht, das Blauland mochte das Rotland nicht, aber irgendwie waren wir doch alle gleichzeitig zusammen, keine Ahnung. War irgendwie ganz merkwürdig. Waren halt zwei. Ja, das ist doch ganz normal, dass wenn du da mehrere von diesen Gruppen hast, dass dann, ja, die einen zusammenschließen, die anderen zusammenschließen. Das sind halt Kinder, die spielen halt dann, ja, Rotland gegen Blauland, was weiß ich. Zwei Kindergartengruppen in einem Kindergarten. Wie das genauso abgegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass wenn man reingekommen ist, gleich rechts war eine riesige Turnhalle. Da haben wir als Kinder viel gespielt. Da wurde auch geturnt und alles, keine Ahnung. Wenn man dann gerade In der Turnhalle wurde geturnt, no shit, Rainer, no shit. aus weitergelaufen ist, kam rechts das Rotland und links das Blauland. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann übrigens so 10, 15 Jahre später dann nochmal da waren als 20 Jahre später, Rainer, 20 Jahre, das hast du vorhin gesagt. Besucher, gab es dann irgendwie auch Grünland oder so. Da gab es dann irgendwie 4 Gruppen. Da waren es nicht mehr 2, da waren es dann 4. Da sind in Grünland sind die Kids von den Eltern mit Dreadlocks reingekommen. Und wenn man nach hinten gelaufen ist, gab es links das Büro der Kindergärtner und weiter hinten, um so genau zu sein, ganz hinten links, war dann ein riesiger, ähm, ich weiß nicht, ein riesiger Bereich für Kindergartentoiletten. Also da waren 5, 6, 7 Toiletten oder sogar noch mehr. Es war ein riesiger Bereich. Vielleicht erinnere ich mich nur als Kind aber auch daran, dass es einfach so klar, so groß war, weil ich eben noch so klein war. Da wurden dann Zähne geputzt nach dem Essen und so weiter. Genau. Was ich mich auch noch erinnere, ist, dass ich in der Zeit, wo ich im Kindergarten war, absolut kein Interesse mehr am Mittagsschlaf hatte. No shit, Rainer. Zeig mir ein Kindergartenkind, das Bock auf Mittagsschlaf hat. Eins. Niemand hatte im Kindergarten Bock auf Mittagsschlaf. Niemand. Warum auch? Ich konnte mittags auch gar nicht schlafen. Mittagsschlaf war für mich die absolute Katastrophe. Ich weiß aber nicht, ob das schon in der Zeit vom Kindergarten, wo wir unten in der Kirche waren, oder ähm, ob das erst kam, als wir dann in den Kindergarten in das neue Gebäude gezogen sind. Woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass wir ganz selten, ganz, ganz selten, mussten wir manchmal auf unsere Eltern warten. Und mittags, so um 12 Uhr ungefähr, mussten wir immer einen Mittagsschlaf halten im Kindergarten. Ich konnte meinen Kindergärtner tausendmal erklären, dass ich keinen Mittagsschlaf halte, dass ich zu groß dafür bin. Ja, aber die haben halt auch nicht diskutiert mit einem 3-jährigen Dulli, du 3-jähriger Dulli. Muss man dazu sagen, wenn das ein 3, 4, 5-Jähriger sagt, ist das vielleicht ein bisschen lächerlich. Rainer, Dinge, die du sagst, sind auch heute noch sehr, sehr lächerlich.
Aber ist schon klar, die Kindergärtner waren halt Hater. Die gab es damals schon. Aber ich habe keinen Mittagsschlaf mehr gehalten. Schon Jahrzehnte nicht mehr. Jetzt. Ja, er hat mit 4 Jahren schon jahrzehntelang keinen Mittagsschlaf mehr gehalten. Ich kann nicht mehr. Also ich habe damit gerechnet, dass dieses Jahreszahlen in der Gegend umeinander geficke richtig, richtig übel wird. Aber jetzt langsam hinterher wir vorn. 4 Jahren, Jahrzehnten schon keinen Mittagsschlaf mehr gehalten. Und die Hater Kindergärtner wollten ihm das einfach nicht glauben, egal wie lange er diskutiert hat. Jahrzehnte nicht mehr. Quatsch. Schon Jahre nicht mehr. Also das letzte Mal, dass ich da Mittagsschlaf gehalten habe, an die ich mich erinnere, ja, an die erinnere ich mich gar nicht. Als Kind hatte ich keinen Mittagsschlaf. Jetzt hast du mich gleich hier liegen. Er sagt hier, mit 3 oder maximal 4 Jahren hat er schon jahrelang keinen Mittagsschlaf mehr gehalten. Der letzte Mittagsschlaf, an den er sich erinnert, an den erinnert er sich nicht mehr. Sorry, ich reiß gerade nur noch. Das ist. Oida. Oh, Luft holen, einatmen, ausatmen. Ich glaube, ich werde danach erstmal Mittagsschlaf halten. Mittagsschlaf gehalten. Und es war meistens auch so, dass wir alle wir mussten als Kinder, wenn wir länger im Kindergarten geblieben sind, also manche wurden vorher abgeholt, dazu habe ich normalerweise auch gezählt, aber ab und zu hat meine Mutter es nicht rechtzeitig geschafft und kam dann erst um 12:30, anstatt um 12 oder kurz vor 12. Und dann mussten... Rainer, ich hätte gedacht, um 12 war Mittagsschlaf. Wenn um 12 Mittagsschlaf war, dann ist doch um 12 nicht Abholzeit gewesen. Komm mit deinen eigenen Lügen klar. Du hast gerade noch erzählt, um 12 war Mittagsschlaf. Macht wenig Sinn, wenn um 12 Abholzeit ist, oder? wir uns als Kinder zusammen mit den anderen, die länger da geblieben sind, in die Turnhalle auf so speziell für die Kinder vorbereitete Matratzen legen. Also wir hatten da Kindergartenmatratzen mit Decken und Kissen und die wurden dann da vorbereitet und mussten wir quasi da schlafen. Und es war halt für mich überhaupt nichts und auch für meine Schwester nicht. Und soweit ich weiß, auch für meine anderen Menschen, mit Kinder, die ich damals kannte. Mit Kinder. Hör auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitkinder. Oh Mann. Keiner von uns mochte Mittagsschlaf. Und das war auch nicht einmal so, dass wir den gebraucht haben. Wir haben den, soweit ich mich erinnere, habe ich kein Problem damit gehabt, keinen Mittagsschlaf zu haben. Ja, da haben deine Eltern wahrscheinlich ja andere Erinnerungen dran. Wenn du dann knatschig warst ab Nachmittag und in die Hölle heiß gemacht hast. Ich habe mich abends hingelegt und habe geschlafen bis morgens und bin morgens aufgestanden und dann bin ich wach geblieben bis abends und habe mich dann abends wieder hingelegt. Also ich hatte schon immer einen ganz normalen Schlafrhythmus. Schon immer. Rainer, ich weiß nicht, ob du es weißt, dein Schlafrhythmus ist auch heute noch alles andere als normal. Was heißt schon immer? Später natürlich nicht mehr, aber es ist wieder ein anderer Hut. Wobei ganz normaler Schlafrhythmus hier auch wieder im Auge des Betrachters liegt. Gut, kommen wir zu den nächsten Punkten. Im Kindergarten hatten wir ursprünglich keinen Spielplatz. Ich hatte jetzt
echt damit gerechnet, das heißt so kein Strom. Das hat sich aber geändert, als wir dann plötzlich in den neuen Kindergarten gezogen sind, als das neue Gebäude fertig war. Ja, no shit, Rainer. Die haben ein neues Kindergartengebäude gebaut und da haben sie einen Spielplatz dazu gemacht. Wow. Und oh Wunder, im Keller von der Kirche war kein Spielplatz. War. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich erinnere mich, dass der Vater, ich glaube, eines Mädchens aus dem Kindergarten für uns so aus, lass mich überlegen, aus so, ach, ich weiß nicht mehr, wie die Pflanze heißt, aus so einem Astgewächs hat er für uns, als wir Kinder waren, ein kleines Tipi-Zelt gebastelt. Und ich glaube, das steht auch heute noch, weil das ist nämlich einfach in den Boden gesteckt worden, es ist dann gegossen worden und es ist dann weitergewachsen. Man musste das quasi immer nur ein bisschen ausschneiden. Und das ist dann halt einfach von den Kindergärtnern oder von den Gärtnern, die sich um den Garten im Kindergarten gekümmert haben. Weil die Kindergärtner kümmern sich ja nur um die Kinder. Ja, und dir haben sie ein bisschen zu wenig Dünger gegeben und ein bisschen zu viel Sonne. Ähm, ja, da wurde das halt letzten Endes dann gepflegt und dann hatte das, glaube ich, bis zum Schluss auch noch seinen Wert. Genau. Dinge, die man pflegt, haben bis zum Schluss auch noch einen Wert, Rainer. Genau so funktioniert das. Und das ist genau der Grund, warum du keine Schanze mehr hast. Ähm, Ich erinnere mich, dass damals so ein kleiner Steingarten auf dem Spielplatz war. Und wir haben dann auf den Steinen immer rumgeturnt. Das haben die Kindergärtner allerdings gar nicht gerne gesehen. Woran ich mich auch erinnere, wir hatten so eine Art Wasserrutsche, die war aber irgendwie nie wirklich an. Ich weiß nicht, da hat sich, glaube ich, irgendwann mal, ich erinnere mich aber nicht mehr daran, da hat sich, glaube ich, ganz am Anfang ein Kind verletzt und dann wurde das einfach nicht mehr gemacht. So. Ähm, aber im Prinzip war das halt einfach so, man konnte das oben anschalten. Das haben die Kindergärtner natürlich gemacht, das durften wir nicht machen als Kinder. Und dann hat man sich da hingesetzt, dann konnte man da quasi runterrutschen. So. Und da ist halt Wasser geflossen natürlich und unten ist so ein kleines Wasserbecken gewesen. Und im Sommer, wenn es zu heiß war, haben sie da das immer ein bisschen angemacht, aber man durfte da nicht mehr rutschen irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie so war das. Ansonsten gab es halt verschiedene Spielplatzsachen. Zum Beispiel gab es so einen komischen Bagger. Da konnte man sich draufsetzen, da konnte man so ein bisschen im Garten, im Sand baggern. Es gab verschiedene andere Spielsachen, wie zum Beispiel, naja, alles, was halt Kinder so mögen, ne? So ein Bobbycar, da gab es so eine große Hütte, da waren die ganzen Spielsachen drinnen. Und die wurden dann halt da immer da eingebunkert. Und wenn wir dann rausgehen durften, so 2 Stunden oder was, durften wir rausgehen zum Spielen. Da waren die dann immer. Woran ich mich noch erinnere, war zum Beispiel auch der Gottesdienst, der für mich ganz schrecklich war. Wir hatten im Kind. Rainer war im Kindergartenalter schon ein heftiger Mettler. Ja, und warum soll ich zum Gottesdienst gehen hier? Weil hier lieber saufen in Valhalla mit Odin. Ja, mit 4 Jahren. 100%ig. Rainer laber keinen Scheiß. In dem Alter glaubt man alles, was einem erzählt wird. Alles. In dem Alter labern sie dich zu mit irgendwie hier und Gott da und oh, cool, Gott. Aber er ist sicher so cool gewesen, dass er das damals schon durchblickt hat, dass das alles Scharlatanerie ist. Und er war das einzige Kind, so das den Gottesdienst nicht. Kindergarten immer Kindergottesdienst und halt so Religionsunterricht und so weiter. Ich erinnere mich nicht, dass wir Lesen und Schreiben im Kindergarten gelernt hätten. Woran ich mich aber erinnere, ist, Rainer, lesen und schreiben lernt man auch erst in der Schule im Notfall. Also in der Vorschule vielleicht schon so ein bisschen. Ne? Namen schreiben lernen Kindergartenkinder schon. Aber so richtig lesen und schreiben lernen Menschen, die nicht du sind, in Erste Weltländern in der Schule. dass wir immer am Morgen, glaube ich, immer zusammengesessen waren und uns vom Tag erzählt haben, vor allem am Wochenende. Da durfte immer der reden, der die Lesemaus hatte. Oder war das in der Schule schon?
Auf jeden Fall hatte immer einer ein Kuscheltier gekriegt und der durfte reden. Und der hat es dann immer einfach entweder nach links oder nach rechts weitergegeben. Und ja, also es wurde einmal ausgewählt, ob er jetzt links oder rechts weitergibt und dann wurde es immer in die Richtung weitergegeben. Und ja, ich erinnere mich noch, dass man sich da immer in den Schneidersitz oder eben hinknien durfte. Und ich erinnere mich auch, dass ich mich nie gerne hingekniet habe. Wenn ich mich hingekniet habe, haben mir immer die Knie wehgetan. Immer. Deswegen habe ich Alter, was eine Dullihaftigkeit. Ja, wenn man lange auf dem harten Boden kniet, dann tun einem die Knie weh. irgendwann angefangen, mich in den Schneidersitz zu setzen. Mir ist dann gezeigt worden, wie das geht, von unserem damaligen Kindergärtner. Der kam damals dazu, das war so eine Art Referendar. Ich weiß nicht, ob das beim Kindergarten auch so heißt. In der Schule heißt es Referendar. Es war ein angehender Kindergärtner und der hat uns damals gezeigt, ja, du kannst dich so und so hinsetzen, das nennt man Schneidersitz. Und dann habe ich das so gelernt und dann habe ich das immer so gemacht und habe mich dann auch jahrelang immer gerne so hingesetzt, bis ich dann irgendwann, als ich dann Zu fett geworden bist dazu. Rainer, sag, zu fett geworden bist dazu. älter wurde und fetter wurde, Danke, Rainer. Danke, danke. Chapeau. war ich dann irgendwann zu ungelenkt dafür. Aber im Schneidersitz war ich immer gern gesessen. Genau. Ähm, Ich erinnere mich auch noch, dass unser Kindergärtner geraucht hat. Und wenn wir dann draußen gesessen waren, hat er immer geraucht. Und wir haben als Kinder immer gefragt, kannst du auch Ringe rauchen? Ja, weil wir als Kinder waren ja total begeistert davon. Und er so, na klar. Und dann hat er immer so Rauchkringe geraucht. Das ist Güteklasse A Pädagoge, der vor den Kindergartenkindern raucht und damit flext. Ich hoffe, der hat seine wahre Passion als Kneipenwirt später doch noch gefunden. Es war übrigens damals der einzige Mensch, den ich kannte, der geraucht hat. Ja? Also nicht der geraucht hat, sondern es war der einzige Mensch, den ich kannte, der Rauchkringel rauchen konnte. Sonst kannte ich niemanden, der das konnte. Wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich es selber kann, finde ich das irgendwie witzig. Rainer, halt's Maul, du kannst nicht einmal gescheit rauchen. Du paffst. Ja? Affen, die paffen. Ähm, ja, was gibt's noch zu erzählen? Wie habe ich mich gefühlt im Kindergarten? Im Kindergarten habe ich mich geborgen gefühlt. Anders als Weil da geraucht wurde. Das hat so eine gemütliche Borzenatmosphäre hat es gegeben. Und wenn sie dann irgendwie nach der 5. Halbe mal das Bier verschüttet haben, da haben sie so richtig zu Hause gefühlt. Was mal vorstellen, was da. Alter, Rauche vor den kleinen Kindern, ja. in meiner Schulzeit, in der ich dann viel gemobbt wurde, habe ich eigentlich im Kindergarten keine Erinnerungen daran, dass ich irgendwie gemobbt wurde oder verarscht wurde oder geärgert wurde. Ich weiß nicht, ob damals die Kindergärtner einfach mehr darauf geachtet haben und deswegen das schon im Keim erstickt haben, oder ob ich einfach als Kind oder im Kindergarten einfach anders behandelt wurde von meinen Mitschülern. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass es mit Mobbing. In diesem Kindergarten wird das halt sich rumgesprochen haben, dass wenn man nicht das tut, was dir beliebt, dass dann Rudi kommt und mal sauber verwemst wird. Und deswegen haben die dich in Ruhe gelassen, Rainer. Erst losging, als ich in die Schule kam. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, also ihr kennt ja noch viel, ja, ich habe ja schon viel erzählt von meinem Kindergarten, ne, so, was ich damals so erlebt habe. Ich weiß zum Beispiel noch, dass wir hatten 3 Tische, wir hatten einen großen runden Tisch und 2 viereckige Tische, einen kleinen mit, ich glaube, 5 Plätzen und einen größeren mit etwa 7 Plätzen und dann noch die großen Runden. Ich mochte den großen Runden nicht. Rainer, wir mögen den großen Runden auch nicht. Ich habe mich immer am liebsten an den kleinen viereckigen gesetzt, beziehungsweise an den rechteckigen und dann an den viereckigen. Und da haben wir immer gebastelt, haben gegessen, wenn es natürlich Essen gegeben hat und so weiter. Und woran ich mich auch noch erinnere, ist, dass es immer Pfefferminztee gegeben hat. Aber der Pfefferminztee war nicht süß. Der Pfefferminztee war immer. Der hat, lass mich raten, Rainer,
nach Pfefferminze geschmeckt. Bitte. Wir haben da keinen Zucker und keinen Honig und gar nichts rein und ich mochte das. Rein als kann nicht jeder in jedes Getränk irgendwie 12 Würfel Zucker reinschmeißen. So wie du in deinen Kaffee. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und ich habe das nur getrunken, wenn ich unbedingt musste, weil ich halt einfach nichts anderes dazu hingekriegt habe. Die Erziehungsmethode, wenn man dir in deinen heimischen 4 Wänden mal angedeihen hätte lassen, wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen. Dann wäre es jetzt heute vielleicht nicht eine Vierteltonne wiegen. Wir hatten aber auch oft noch mal so einen Apfelsaft oder einen Orangensaft oder so und die habe ich geliebt. Da habe ich immer die habe ich Ja, süße süße Plörre in sich reinkippen. Das hat er geliebt. So kennen wir ihn. regelrecht inhaliert. Genau. Und das sind so Sachen, an die ich mich noch erinnere. Es gab mal den Vater eines Kindes. Ich weiß auch, wer das ist. Ich kenne ihn auch heute noch. Und zu dem habe ich immer Dino gesagt. Dabei hieß er ganz anders. Weil du halt ein Dulli warst. Und der immer so, nein, ich heiße nicht Dino. Ich so, wer ist Dino? Und ich habe das nicht verstanden. Der hat aber anders geheißen. Ich weiß auch, wie er heißt, aber ich werde das natürlich jetzt aus bewussten Gründen nicht erzählen. Man muss dazu sagen, der Name war aber auch für ein Kleinkind nicht besonders einfach. Ne? Was gibt es noch zu erzählen? Kindergarten. Ja, Weil dieses Geräusch, das macht mich matt. Das. ich denke, das dürfte es eigentlich ziemlich gewesen sein. Die Zusammenfassung müsste ich jetzt eigentlich soweit haben. Wie ich mich gefühlt habe, habe ich auch schon erzählt. Ich habe mich geborgen gefühlt, weil ich eigentlich keine. Ich erinnere mich an einen einzigen Streit im Kindergarten. Das war mit einem Kindergarten-Schulkamerad, also Kindergartenkameraden. Wir hatten im Kindergarten den großen Raum und wir hatten eine zweite Ebene. Und wir sind manchmal hergegangen und waren immer so ganz, ganz, ganz lange Stoffpolster. Und wir konnten diese Stoffpolster nehmen und konnten die Treppe runterlegen. Und dann konnten wir auf diesen Stoffpolstern so ein bisschen runterhopsen. Und das durften wir nicht, weil die Kindergärtner sich darüber immer beschwert haben. Aber wenn die Kindergärtner das nicht aufgepasst haben, dann haben wir das immer gemacht. Und ich weiß noch, dass ich dann da so runtergegangen bin, da auf diesen Stoffbolzen so runtergeguckelt oder was auch immer ich da gemacht habe, ich weiß es nicht. Und dann erinnere ich mich noch daran, dass ich dann irgendwie mit ihm zusammengestoßen bin. Der war auch nicht älter als ich, der war genau im gleichen Alter. Ich glaube, der war sogar ein kleines bisschen jünger. Und mit dem habe ich mich dann irgendwie gestritten und wir haben uns dann, glaube ich, auch ein bisschen geschlagen. Also, was heißt geschlagen? Kinder in dem Alter schlagen sich ja nicht wirklich. Die schubsen sich so ein bisschen gegenseitig und dann fängt einer an zu heulen oder beide heulen. Ja, und das war Rainer so viel Ahnung von Kindern in dem Alter hat. also ziemlich das Einzige, woran ich mich erinnere, dass es irgendeinen Streit gegeben hat. Ja, darüber hinaus gab es eigentlich keine größeren Probleme im Kindergarten. Ich erinnere mich noch an meine Kindergärtner. Die beiden werde ich wohl auch mein Leben lang nicht vergessen. Das waren 2 Frauen. Wir hatten zwischendurch immer mal Referendaren, also vorausgesetzt, das heißt im Kindergarten auch so. Ich weiß es, wie gesagt, jetzt nicht auswendig. Ja, und darüber hinaus gab es eigentlich nichts wirklich, was man zu berichten hätte. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so spannend, vielleicht sind die nächsten Folgen interessanter. Rainer, die nächsten Folgen wird es nicht geben. Du hast die 2 Sachen hintereinander aufgenommen und ein drittes kommt nicht. Träume wetten. Aber sagt mir doch mal eure Meinung und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Drache. Haut rein. Und tschüss, tschüss. Ja, spannend. Äußerst spannend. Es war wieder jede Menge Lülülü dabei. Es war jede Menge Zahlen, Geficke. Und die coolen Kindergärtner, die vor den Kindern geraucht haben. Ja.
Ich habe da auch nicht mehr viel dazu zu sagen, ganz ehrlich. Außer also die Ohren steif und tut nicht, was Rainer tut. Metal auf.